Dit is de Brig Radio CHPD, de Ploddische radiostation in Elmer, Ontario. Ik ben Hein Rampel en de nächste 18 Minuten haben wir unsere Geschichte von George Rampel. Hij vertelt hier wieder, wo unsere Menschen sich reinmuten in Manitoba, auch in Saskatchewan, um nach Chihuahua in Mexiko zu tragen. Ich wünsche einen guten Empfang. Buenas noches, hermano. Aquí llegamos de vuelta. Unsere Geschichte. Wir wollen ditmal wieder von unseren Eltern, Grooteltern und Urgrooteltern ihrem Reitmerken zum Uitwandern und dann von ihrem Uitwandern von Kanada nach San Antonio de los Arenales, Chihuahua, Mexiko. In einem gecharterten Uitwanderungszug durch die US nicht fahren zu derben, muss jeder männliche Person ein Verzeichnis bei sich haben, wo der Älteste ausgemerkt hat und sagt, dass er oder sie eine Person ist, die in Kanada keine angeregelte Sachen hinterlassen hat. Und jeder erwachsene Person muss auch einen Pass haben. Junge Kinder, die noch nicht in einem von den Eltern ihre Pässe angeschrieben sind, für die Eltern noch nicht einen Zivilgeburtsschein haben, weil sie noch mal geboren sind, die müssen einen sogenannten Kirchengeburtsschein haben. Die Oldkolonie ihrer Uitwanderung von Manitoba, Kanada, nach Chihuahua, Mexiko, fängt am 1. März 1922 an. Die ersten zwei gecharterte Züge kommen noch am Februar in Manitoba an. Einer in Plum Coulee, Manitoba, und der andere in Heskett, Manitoba. Und dann sind die zwei kleine Städtchen für die nächsten paar Jahre meist übervoll. Die Leute bringen ihre bernigsten Sachen, ihre Werkes, Bagges und Formgerätschaft und laden alles an die Frachtkornen an. Einige von den Reckgebühren laden sogar vor das Bühalt an, in Mexiko ihr Wohnhaus und Stall nach kanadischen Ort zu bauen. Andere Bürgers nehmen bloß genug Bühalt mit, ihr Wohnhaus bauen. Noch andere nehmen bloß genug Bühalt mit, schwind ein kleines Häuschen bauen in Mexiko. Und noch andere nehmen kein Bühmaterial mit. Die wenigen Bürgers, die all Traktoren haben, die nehmen auch die mit. Ein Toller nimmt sogar eine Peerless Draschmaschine mit. Als alle Sachen angeladen worden sind, dann bringen die Leute ihr Vieh, ihr Pferd, Tee, Schwein, Heiner, Enten, Jans, Huhn und Katzen und laden die auch an. Und auch Futter für ihr Vieh. Noch sozusagen alles angeladen worden ist, dann blieben etliche Männer all am Zug zur Nacht, nun Vieh abzupassen. Und die anderen fuhren zur Nacht noch ein letztes Mal noch ihr geleibtes Heimatdarb, da noch eine letzte Nacht in ihrem Heim zu schlafen. Den nächsten Morgen bringen sie ihre Baden in ihr letztes Kirchengeschirr mit, bei Plum Coulee, laden die an die Schlafkornen an, die hinter various Brücken zu kennen, und sind dann bereit zum Auffahren nach Mexiko. Zum Morgens am 1. März wird Plum Coulee so voll von Menschen als noch niemals vorher. Nicht mal all die Menschen, die mit dem Zug nach Mexiko reisen wollen, sind da. Aber auch viele von ihren Verwandten und Freunden sind gekommen, Aufscheid zu nehmen. Und dann, als alles bereit ist zum Fahren, Klock 11 Vormittag am 1. März 1922, dann gibt die Domkirche das Signal, dass alles bereit ist zum Auffahren. Als die große Lokomotive in Plum Coulee tut gesagt hat, dann sagt die tschu, 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 tschu. Und dann fährt der erste Zug voll kanadische Uitwanderer mit ihrem Vieh in Sachen Taub von Plum Coulee, Manitoba auf durch die US nach San Antonio de los Arenales, Chihuahua, Mexiko. Am 2. März wiederholt sich alles in Heskett, Manitoba. Als de tweede Zug Uitwanderer von dort auffährt nach Chihuahua, Mexiko.
Am 7. März fährt der Dreiderzug auch von Hesketh, Manitoba auf. Und am 11. März fährt noch ein 4. Zug, auch von Hesketh, Manitoba, auf nach Chihuahua, Mexiko. Und eine von den Frachtkoren fährt vor das Bühalt mit nach Mexiko, um die erste Kirche im neuen Heimatland zu bauen. Von Swiftcurrent, Saskatchewan fährt der erste Zug mit urkolonische Uitwanderer am 9. März 1922 auf nach Chihuahua, Mexiko. Und ein zweiter Zug fährt von dort auf am 15. März. Also in der ersten Hälfte von März 1922 fuhren 6 gecharterte Züge mit urkolonischen Uitwanderern von Kanada auf nach Mexiko. Alle Züge, die kanadischen Mennoniten gechartert haben, gehören der US-Eisenbahngesellschaften Great Northern und Rock Island. Diese Züge haben die Freiheit in Kanada zu kommen und die kanadischen Uitwanderer mit ihren Sachen taub aus Kanada rüberzuholen. Und die dürfen diese Uitwanderer mit all ihren Sachen taub durch die US durchführen, bei der mexikanischen Grenze in El Paso, Texas. Aber in El Paso können sie bloß noch alle Koren über die Grenze in Juarez, Chihuahua, hinschieben. Von dort an nimmt eine mexikanische Zugdomkettel die Zugkoren und bringt die bei San Antonio de los Arenales, Chihuahua. Und wenn die Koren ladig geladen sind, bringt die mexikanische Lokomotive, Zugkettel, die ladige Koren trägt bei Juarez und schifft die dort weiter über die Grenze in El Paso hinein, von wo die US-Eisenbahngesellschaften ihre Lokomotiven die weiter mit zurücknehmen können. Jeder Zug hat erste Klasse Passagierkoren mit Einrichtungen zum Eten und Schlucken. Jeder Zug hat Frachtkoren für Vieh und für andere Sachen. Und jeder Zug sind mennonitische Männer angestellt, die da nur seinen Motten, dass alles ordentlich teuert. Und ja wäre es, wenn der Zeit ist zum Mahlchen und Vieh besorgen, dann hält der Zug auf eine passende Stätte lang genug still zum Mahlchen und besorgen. Die angestellten Männer motten dann da nur sein, dass jeder einer sein Vieh besorgen kann. Und dort, wenn dort an Futter fehlt, dass es dann schwind verschafft wird, wie es der Zug stillhält. Die Uitwanderer wussten all im Verüt, dass in Pratt und in Liberal, Kansas und anderen Städten leicht und schwind Heu zu kaufen wir. Und wenn ein Zug dort stillhält für die Lied zum Vieh besorgen, dann wird schwind noch mehr Heu gekauft und angelot, sodass Futter bei Mexiko riechen soll. Ein Mann, der von der hier in Winkler, Manitoba wohnt, wie ein 7-jähriger Jung aus sein Lot am Hof 1927 mit seinen Eltern und Geschwister taub von Hague, Saskatchewan nach Patos Tarango trug. Hein Bartsch kann sich erinnern, dass er, wenn der Zug in Gewehr stillhält und sein Vater und seine ältere Geschwister gingen Vieh besorgen, dann kann er auch mitkommen und seinen Hund ein Stootje um Terriel nehmen und mit ihm spielen. Das Zug, mit dem Hein Bartsch mitfuhr nach Mexiko, das war der letzte Zug, den die Kolonie gechartert hatten, um nach Mexiko zu tragen. Die bracht etliche Familien von Hague, Saskatchewan, etliche von Swiftcurrent, Saskatchewan und etliche von der Manitoba Wasserreserve nach Mexiko. Wenn ein Zug in El Paso, Texas ankommt, dann ist der Raum, wo das Futter lag, all so meist ladig. Und dann kaufen die Wanderer durch Dachblech in El Paso, Hachel, Drohtrollen, Nägel und Hospen und andere Sachen, die sie brauchen wollen, um sich in Mexiko einzurichten, und fällen den ladig gewordenen Raum in den Zugkorn mit ihren gekauften Sachen.
Alle 60, die in der ersten Hälfte von März 1922 von Kanada aufgefahren sind, kommen noch am März 1922 bei San Antonio de los Arenales in Chihuahua an. Hier stehen die neue Einwandererfamilien uit dem Zug uit, laden ihre Sachen in ihr Fei uit, stahlen ihre mitgebrachte Wels und Baggerstaub, bringen ihre Sachen an die Zuluaga-Familie ihren großen Specker an ihr Dach und fangen an Reitermerken von dort uit auf die Großlandstappen am großen Bustillos-Tal abzutreiben. San Antonio de los Arenales wir 1922 aus den Mennoniten dort ankamen, bloß eine Zugstation, wo dem Zug seine große Watertank vor seinem Domkettel abgefüllt worden kann. Diese Zugstation wir auf die Zuluaga-Familie erlaunt, wo sie einen golden Waterbarm hatten für ihr Fei. Sie hatten da auch eine Watertank, die so angereicht wird, dass die Zieh durch ihre Watertanken abfallen können. Büter eine kleine Zugstation stunden in San Antonio de los Arenales 13 Bäume, die Zuluagas ihr großer Specker, und danach atelige kleine Leimkoten, wo ihre Arbeiterbären wohnten. Auf die Waterbarm der Zuluaga-Familie gehört oder auf dort vielleicht die Isabon-Gesellschaft ihre Wehr, das weiß ich nicht. Aber die Wehr auf die Zuluaga-Familie erlaubt. Hier in San Antonio de los Arenales, wo kein Stur, kein Hotel war, von wo uit weit und breit nichts zu sein wir aus Kohl und Großland, da wären mit einmal ein wenige Jahr dicht bei 1500 Menschen angekommen, die kein Dach hatten zum eten und schlafen. Die mussten sich da entweder ein kleines, von Kanada mitgebrachte Zelt abstahlen oder in der Zuluaga-Familie ihren Specker eten und Nachquartier merken. Die mussten irgendwo ihre Pferde, Rindvieh, Vatervieh und Haustieren alle fordern. Und die mussten ihre Kinder, ihre kleinen Kinder eten geben und wo zu schlafen bringen. Und auch noch für sich selbst einen Platz finden zum Schlafen. Können wir uns dort vorstellen, wo unsere Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern dort damals gewohnt haben? J.F. Wieb von Saskatchewan, wer von Anfang an beim Siedlungsland Seken, der Oldkolonie Dolmetscher, Rotgeber und Helfer gewesen. Und nu wird er auch noch angenommen, um ihre Uitwanderung planen und durchführen zu helfen. Und nu sagt J.F. Wieb, wo die neue Einwanderer sich in San Antonio de los Arenales meist nicht rotwesten mit all ihren Sachen, Fei und Kinder. Das ist kein Wunder, dass er schwind ein Telegramm nach Manitoba und Saskatchewan schickt und sagt, lot keine Uitwanderer zieh mehr von Kanada auffahren, was ich geweiten lot. Diese erste Einwanderer mussten hier im Bustillos-Tal erstmal auf ihre Städten ansiedeln, ehe noch mehr Familien herkommen. Wir weiten uns hier nicht rot damit, wann kurz noch mehr Familien herkommen. Viele von diesen ersten über 150 Familien laden am zweiten oder dritten Tag so viel von ihren Sachen ab, als ihre Welles drehen können, und fahren damit, was dicht bei, wo sie ihr Darb anleihen wollen, wenn das möglich ist, dicht bei einem Riefer, wo Wasser ist, stahlen da ihre Zeltjes ab und wohnen da binnen, was sie auf ihre Stadt und ein Häuschen gebaut haben und tragen dann durchnehmen. Und dann holen sie die ewigen Sachen auch von den Zuluagas, ihrem großen Specker in San Antonio de los Arenales. Andere Familien, die dichter bei San Antonio de los Arenales ansiedeln wollen, holen ihre Sachen binnen wenige Jahre, was auf der steht, wo sie ihr nicht heim bauen wollen. Sie schlagen da ihr Zelt ab oder merken sich eine Krübunge, wo ihre Möbeln aus Wein deinen matten und ihr ein Plan da eben aus Tag und wohnen dann dort binnen, was sie sich geschwind in Häuschen von so einem Bühalt gebaut haben, was sie sich von Kanada mitgebracht haben. Wenn ab ihre Städte die Waterleer flach genug ist, dann graben sie sich so schwind als möglich einen Barm und haben dann Wasser für sich selbst und für ihr Vieh. Aber wenn die Waterleer zu deep ist, zum schwind einen Barm graben, und in de meeste nieuwe dorpen is dit te diep,
dan moet al het water voor vee en mensen van springen oder rievers geholt worden, wat zich atelige families taub einen Baum gemerkt haben. Jeder Dorpsgroep kan Dorpsplan Fleck Land op de Landkart vingen. Aber jeder Familie ihre Büsteed moet nog eerst uitgemeten worden, eer ze buren kennen. En dan moeten alle kerels in de gemeinsame Weltstab angemeten worden. En al beim kerels anmeten vingen de pionieren, dat zich hier en daar einer oder ein paar peones, ejidos, mexikanische Kleinformer, in Flexje land toegeëend en een huisje daarboven gebouwd heeft. Wanneer de Zuluaga-familie versproken had van dem land rauf te brengen, eer de Mennoniten komen worden. Hiervan later nogmaals veel meer. Maar deze eerste van Manitoba gekommene, über 100 families, zijn 2 ooms. Oom Isaac M. Dick van Bloemenveld, Manitoba, der op de nieuwe Siedlung ook tot daar Bloemenveld online houdt. Van Bloemenveld, Manitoba, waren nog 5 andere families op de eerste Zug gekomen. En oom Frans Leuven van Rosengaard, Manitoba, der is met nog 25 families taub van Rosengaard, Manitoba gekomen. Hij houdt hier in Mexico ook tot Dorp Rosengaard online. Met de eerste 2 Zieg in San Antonio de los Arenales aangekomene inwoner van Swift Current, Saskatchewan, zijn ook oom Julius Wieb en diacoon Peter Wiebe met ihre families. Während de eerste inwonerfamilies zich in Bustillos-Tal hier bij San Antonio de los Arenales ansiedeln en met ihrem schweren pionierleven aanvangen, beakeren vele van de in Canada geblevene families nog eenmaal ware Irland in Canada. Ook vele van zo'n vormen, die zes ook al later een paar jaar uitwanderen willen. Dan de widere uitwanderung wordt zo'n beetje opgeschoven, zoals J.F. Wieb dat verlangt heeft durch zijn telegram. Im Herbst 1922 voeren Wada Meyer Sieg met uitwanderen in ihre Sachen van Manitoba en Saskatchewan auf no San Antonio de los Arenales in Chihuahua, Mexico. Zodat eind van jaar 1922 16 Sieg in Chihuahua, Mexico aangekomen zijn. 14 daarvan zijn de Oud-Kolonie-Ere en 2 zijn de Sommerfälle-Ere. 15 van deze Sieg komen bij San Antonio de los Arenales. Einer van de Sommerfälle-Ere Sieg met de families wat bij Halfstadt aansiedeln willen, komt ook bij San Antonio de los Arenales. En de andere Zug komt maar wat jij in de Santa Clara gegend, wo dit paar Sommerfelder-families ansiedeln will. Op deze steht is bloß eine Zweig, dicht bij Paritas, op Kohlewees, wo nicht ein einziges Hüsje steht. Ihre Sachen von hier nur ihre Ansiedlungsstätte zu bringen, datiert ein bisschen länger als sie mit gerechnet haben, zodat adelige families dort bij Paritas en ihre kleine Zelten op de Kohlestab über Weihnachten wohnen blieben moeten. Hier rand onze tijd al waren auf. Nächstes Mal vertellen wir wieder von onze Eltern, Grooteltern en Urgrooteltern ihrem Uitwanderen in Canada en Einwandern in Mexico. Wat nächstes Mal. Ik zie George Rempel, die nog veel en vele van u denkt.